Grüßt euch, Servus und Hallo. Hier ist wieder Yoga Griebig. Jetzt mit dem zweiten Teil von Luchong von Tulkulubsang. Die zweite Gruppe, die Bewegungen der Beweglichkeit der 5 Körperteile. Bei der zweiten Gruppe sitzen wir auf dem Meditationskissen. Da sitzen wir auf dem ersten Drittel, suchen unsere bequeme Stellung, linken Fuß einbücken, den rechten Fuß einfach bequem davor ablegen. Die Knie kommen nach unten. Ihr dürft aber auch gern, wenn die Knie weiter oben sind, die Oberschenkel, die Unterschenkel mit einem Kissen unterpolstern, dass sich die Muskulatur entspannen kann und wir bequem sitzen. Wir fangen mit der ersten Übung an. Goyukpa, den Kopf bewegen. Diese Übung hat 2 Teile. Erster Teil. Zur Vorbereitung einatmen. Dann ausatmend, Kinn Richtung Brustbein neigen. Einatmen, den Kopf aufrichten. Die Atmung halten, den Kopf nach hinten neigen. Die Atmung halten, den Kopf wieder aufrichten. 7 Mal. Ausatmend, den Kopf neigen. Einatmen, den Kopf aufrichten. Die Atmung halten, den Kopf nach hinten neigen, halten, wieder aufrichten. Am besten auch die Augen dabei schließen. Einatmend den Kopf aufrichten, die Atmung halten, wenn wir den Kopf nach hinten neigen und wenn wir ihn wieder aufrichten. Im langsamen Fluss. Die Wirbelsäule ist dabei aufgerichtet. Ein letztes Mal. Wenn wir den Kopf wieder aufrichten, beenden wir die Übung. Zweiter Teil. Linkes Ohr will zur linken Schulter. Dabei auf die Körpermitte achten. Und wir beginnen einatmend zur linken Seite. Einatmen zur Seite, ausatmen zur Mitte zurück, ausatmen zur Seite. Letzte Runde. Wunderbar. Lungenroussel, den Abfallwind ausatmen. 3 Mal mit einem kräftigen H bei der Ausatmung. Die zweite Übung. Wie der Geier greift. Chakö, der Zinn.
Dazu die Arme ausstrecken, die Handrücken oberhalb vom Knie. Mit einer Einatmung nehmen wir die Arme nach oben. Wenn die Arme parallel sind, knicken wir die Handgelenke ein und die Finger bilden wir zur Faust. Die Faust an den Ohren vorbei und die Faust an der hinteren Schulter ablegen. Die Ellbogen zeigen nach oben. Ausatmend wieder nach vorne bringen, die Fäuste immer schön an den Ohren vorbei, wenn wir parallel über dem Boden sind, die Fäuste ausstrecken und die Arme sind begradigt. Einatmend nach oben, hinten. Ausatmend wieder nach vorne. Und die Fäuste immer an den Ohren vorbei, die Ellbogen nach oben strecken. Ein letztes Mal. Wir schieben die Fäuste nach vorne an den Ohren vorbei, öffnen die Fäuste und als ob wir etwas wegschieben wollen, die Hände nach vorne bringen. Zweiter Teil. Die Handflächen nach oben öffnen, die Arme sind gestreckt. Wir bilden mit den Fingern einen Fächer. Beginnend immer mit dem Daumen. Die Atmung fließt ganz natürlich. 21 Durchgänge. Ein letztes Mal. Und geschafft. Lungenroussel, den Abfallwind ausatmen. Unsere dritte Übung, Ling Tanse, ein Dreieck bilden. Dazu legen wir die linke Hand auf die rechte Schulter, die rechte Hand auf die linke Schulter. Nackenwirbel in Verlängerung zur Wirbelsäule. Wir schauen Richtung Ellbogen, beginnen mit der linken Seite. Einatmend zur linken Seite, ausatmend zur Mitte zurück. Einatmen zur rechten und wieder zur Mitte zurück. 7 Mal auf jede Seite. Letztes Mal nach rechts. Und die Gegenseite. Rechte Hand auf die linke Schulter, die linke Hand auf die rechte. Nackenwirbel längen, wir beginnen rechts. Einatmend, Ausatmung zur Mitte.
Ein letztes Mal. Wir beenden mit der linken Seite. Lungenrosell, den Abfallwind ausatmen. Unsere vierte Übung, Dvache Rankor, das drehende Vajra. Die linke Hand um den rechten Ellbogen herum, rechte Hand um den linken. Die Unterarme feste an den oberen Bauchdrücken unterhalb der Brust. Wir beginnen mit der linken Seite und am besten schaut ihr Richtung Boden. Einatmen zur linken, ausatmen zur Mitte, einatmen zur Seite, ausatmen zur Mitte. Letzte Runde. Lungenrosell, den Abfallwind ausatmen. Und schon kommen wir zur 5. Übung, Namong Dortab. Wie das Kamel aufsteht. Dazu brauchen wir kein Meditationskissen, das können wir zur Seite legen. Und es gibt 2 verschiedene Teile, die man durchführen kann. Der eine Teil. Wir nehmen die Füße aneinander. Die Arme greifen unter den Unterschenkeln durch und wir greifen den Großzeh. Kein Problem, wenn man nicht so weit kommt. Dann die Fessel greifen oder den Unterschenkel. Die Fersen heften aneinander. Mit einer Ausatmung schieben wir die Füße nach vorne, dabei gehen die Zehen nach außen. Ausatmen, einatmend zurück, ausatmen, einatmend zurück. 7 Mal. Wenn es sich nicht so gut schiebt auf eurem Boden oder auf eurer Unterlage, dann einfach vielleicht ein paar Socken unterlegen. Ein letztes Mal nach vorne. Danach Lungenrosell, den Abfallwind ausatmen. Unsere zweite Variante. Dazu setzen wir uns auf die lange Seite der Matte. Auch hier nehmen wir die Fußsohlen aneinander. Zeigefinger und Mittelfinger umfassen den Großzeh von innen nach außen. Zur Vorbereitung atmen wir ein, halten dann die Atmung und lassen uns langsam mit runden Rücken nach hinten gleiten. Kopf etwas in den Nacken genommen und mit einer Ausatmung bringen wir die Beine und die Arme nach vorne. 7
Mal. Ich zeige es nochmal. Einatmen, Atem halten und mit runden Rücken langsam nach hinten gleiten. Und das machen wir 7 Mal. Danach Lungenroussel, den Abfallwind ausatmen. Und schon haben wir die zweite Gruppe. Den Kopfbereich, wo wir was tun, vielleicht gegen Kopfschmerzen, Nackenprobleme. Die zweite Übung, wo wir was tun für unsere Ellbogen, Handgelenke, Arthrose, Arthritis in den Fingern. Die dritte Übung für den oberen Rücken, die Schultern und auch den Lungenbereich. Die vierte Übung für den unteren Rücken. Ja, und die letzte Übung für die Gelenke, Hüfte, aber auch in den Beinen, wenn man Arthrose oder Arthritis hat. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben.